Herzlich willkommen zur DigiWiesen. Heute Tag 4. Wir sind am Donnerstag wieder auf dem Oktoberfest hier im schönen Schichtelzelt und freuen uns wieder über spannende Gäste, mit denen wir das Thema Systemgastronomie und Prozessoptimierung ein bisschen besprechen wollen. Mit bei mir im Rund als Gäste eingeladen haben wir auf der einen Seite den Martin Wild, der von Organic Garden, beziehungsweise uns auch noch ein bisschen auch erzählt, was die Idee hinter diese Thematik ist und natürlich mit der Eatery, wie die Eatery weitergeht. Dann haben wir dich zu Gast. Jetzt musst du mir noch mal schnell helfen, ja, Simon Mohr, ne? Mohr genau. mit Doppel-O oder mit A? Nee, mit OH. Mit OH, sorry, genau, das war's. Du bist auch hier und hast dieses Thema Personalmanagement, sage ich mal. Exakt. Mit E2N, also die Firma, die ich mitgegründet habe, machen wir seit 10 Jahren das Thema Personalplanung in der Gastronomie und im Besonderen in der Systemgastronomie, wo wir sehr gut aufgestellt sind und sehr viel Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt haben. Perfekt, danke dir. Und unser Stammgast jetzt mittlerweile, du bist jetzt das 3. Mal dabei. Und jetzt bist du Stammgast. Ich glaube auch. Genau, letztes Jahr noch zugeschaltet beim Käfer. Ja. Da hast du einen Teil der Leute auch schon kennengelernt. Ja. Ich glaube, ihr beide wart mit drin im Stream. Ja. Sascha Pallenberg sitzt normalerweise in Taipei. Ja. Ist, ich hätte jetzt gesagt, ein Tech-Enthusiast. Du bist natürlich erstmal so mit, ja. Du bist Chief Awareness Officer von Aware, auf der einen Seite, aber natürlich dich interessiert alles, was Automatisierung, was Digitalisierung, was Technik betrifft. Korrekt. Und freue mich, dass du dabei bist. Und hier neben mir ist die Geschäftsführerin vom Bundesverband der deutschen Systemgastronomie, oder ist ohne Deutsch? Ohne Deutsch. Ohne Deutsch, der Systemgastronomie. Und ein ganz, ganz wichtiger Verband, und deswegen haben wir auch so ein kleines Together, der eigentlich aus einer Vielzahl von mittelständischen Betrieben besteht. Und daher auch eine sehr hohe Affinität zu uns, also zum German Mittelstand e.V. hat, weil die Franchise-Nehmer, man darf das nicht so unterschätzen. Das ist nicht so irgendwo so eine kleine Imbissbude mit 3 Mann, die sich irgendwo dann zusammenkrümeln, sondern das sind Großbetriebe teilweise. Also sehr, sehr spannend. Also danke, dass du da bist. Und jetzt würde ich von dir vielleicht so eine kleine Einführung wissen zum Thema Systemgastronomie und welche Themen dich zurzeit so wirklich ein bisschen mehr beschäftigen. So, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf und auch die Systemgastronomie vertreten darf. Also ganz kurz zum Bundesverband der Systemgastronomie. Das ist der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband der Branche in Deutschland und wir vertreten 830 Mitgliedsunternehmen mit über 3000 Restaurants und dahinter verbergen sich 120.000 Mitarbeiter. Und wir vertreten aktuell 25 Marken und das sind eben das, was man nach außen kennt mit den großen, das große M und Burger King, Nordsee, L'Osteria und so weiter. Aber wie du schon sagtest, das sind kleine und mittelständische Unternehmer, die dahinter stecken. Und das ist ja auch so, wie wir zusammengekommen sind und warum das einfach wichtig ist, dass es auch draußen bekannt wird. Also aus verschiedensten Gründen, aber insbesondere jetzt auch, was uns an Themen bewegen natürlich. Also Fachkräftemangel, beziehungsweise ich sage auch gar nicht mehr Fachkräftemangel dazu, sondern Arbeitskräftemangel. Und das sage ich eigentlich schon seit Jahren. Natürlich betrifft uns das, auch wenn nicht in so einem starken Maße wie andere, weil wir einiges richtig gemacht haben. Vielleicht kann ich auch später was dazu sagen. Aber natürlich, also Automatisierung, Digitalisierung, das sind Themen, die uns einfach begleiten und die auch in der Corona-Zeit, die ja wahrscheinlich auch noch nicht vorbei ist, auch weiter begleiten wird. Und das macht die Branche aus, aber darüber werden wir noch sprechen, was wir so alles richtig gemacht haben und was vielleicht andere von uns lernen können. Genau, danke dir. Martin, kommen wir mal zu dir. Ich habe kurz vorgestellt, Organic Garden, Eatery. Kannst du das mal in einen roten Faden zusammenbringen für die Leute, die jetzt uns hier zuschauen? Ja, sehr gerne. Ja, schön, dass ich da sein darf. Wanda, vielen Dank für die Einladung. Organic Garden, wir haben eine sehr, sehr große Vision. Wir möchten in eigenen Farmen regional, CO2-neutral, ressourcenschonend Lebensmittel anbauen, die in eigenen Produktionen weiterverarbeiten und dann bis auf den Teller des Kunden, des Gastes bringen. Und das machen wir über verschiedene Verkaufskanäle, unter anderem Großverpflegung, Schulverpflegung. Wir haben in München 5000 Schüler, die von uns täglich versorgt werden und auch in Organic Garden Eateries. Das ist unser Systemgastronomie-Arm. Wir haben Anfang letzten Jahres unsere erste Organic Garden Eatery am Viktualienmarkt in München eröffnet. Mittlerweile haben wir
7 Organic Garden Eateries. Also wir sind sehr schnell gewachsen und lernen natürlich noch System, aber wollen das auch im System ausrollen, weil wir glauben, dass das der einzige Weg ist, wie man in dieser jetzigen Phase hochautomatisiert, digitalisiert, auch schnelles Wachstum abbilden kann, weil wir von unseren Farmen natürlich große Mengen von Lebensmitteln bekommen, die wir auch möglichst gut und effizient verteilen möchten. Und dafür ist Systemgastronomie unserer Ansicht nach genau der richtige Weg. Und ich glaube auch der Weg, der in Zukunft für die Gastro relevant sein wird, weil da, wo wir hingehen, wird es immer weniger Arbeitskräfte geben, die diesen Job machen möchten. Und deswegen müssen wir überlegen, wie können wir die es machen möchten, dazu befähigen, dass sie diesen Job möglichst gut und einfach machen können. Und das, was niemand machen will, automatisieren und vielleicht sogar einen Roboter einsetzen, der hin und wieder mal mit unterstützt. Ja, also das ist ja schon mal sehr spannend. Du hast ja gerade auch die Krise jetzt angesprochen, also die letzten 2 Jahre, wir müssen schon mal langsam definieren, welche Krisen wir jetzt meinen. Die letzten 2 Jahre, durch Corona hat sich die Systemgastronomie ja nochmals, glaube ich, viel, viel stärker etabliert. Durchaus auch aufgezeigt, wie Skalierung funktionieren kann. Und Skalierung ist ja auch ein Thema, was uns beide, glaube ich, sehr stark bewegt. Hat da der Mittelstand oder die normale Unternehmerinnen und Unternehmer vielleicht noch nicht den Sinn erkannt zu skalieren und immer noch mit ihrer kleinen Boutique um die Ecke oder mit ihrem kleinen Lebensmittelladen oder mit einem kleinen Restaurant, ohne zu denken, ich gehe den Schritt und versuche mal mein Business zu skalieren. Nun, was bedeuten denn erstmal Skaleneffekte? Skaleneffekte bedeuten vor allen Dingen A, eine Erhöhung des Outputs und B, natürlich auch eine Erhöhung über die Effizienzschiene des Profites. Ja? Habe ich die Möglichkeit, einfach entsprechend hochfahren zu können, ist das Potenzial, dass das einzelne Produkt günstiger wird in der Herstellung und auch die Prozesse dadurch effizienter werden, als wenn ich halt, ich würde mal fast sagen, eine Manufaktur bin. Ja, also wenn ich wenige Produkte herstelle und die zu entsprechend großen Preisen anbiete. Ich glaube, dass es für den Einzelhandel an sich jetzt erstmal nicht unbedingt auf Skaleneffekte großartig ankommt. Ich sehe es sogar eher so, dass im Premium- und Luxussegment sehr, sehr stabile Märkte gibt und dass so der klassische Tante-Emma-Laden, den es wahrscheinlich so ungefähr gar nicht mehr gibt, durchaus Potenzial für eine Renaissance hat. Um aber gesamtgesellschaftlich und gesamtwirtschaftlich einfach auch von solchen Effekten, wie sie in der Systemgastronomie das tägliche Brot im wahrsten Sinne des Wortes sind, profitieren zu können, ist es wichtig, dass wir Standards haben. Ist es wichtig, dass wir Vereinheitlichung von Prozessen bekommen. Das hilft uns. Ich kann mich noch ganz wunderbar an das Panel von gestern erinnern. Da hat man eine junge Gründerin hier sitzen, die erzählte, welche Herausforderungen sie ganz einfach hat mit Behörden, um entsprechende Zulassungsverfahren zu bekommen. Ja, weil dann irgendwann sitzt du dann mal bei jemandem, der dann sagen muss, ja, das dem ist stattgegeben, der aber von der Materie relativ wenig Ahnung und Expertise mit sich bringt. Und deswegen Standardisierung und entsprechend standardisierte Prozesse helfen uns. Und ich glaube, dass wir, wie gesagt, gesamtgesellschaftlich, in der Wirtschaft, in den großen Unternehmen ist es so, auch da geht es um Skaleneffekte, aber ich glaube, dass wir auf der klassischen Verwalter- und Behördenseite eine ganze Menge von der Systemgastronomie lernen können. Ja, glaube ich auch, aber das wäre dann vielleicht nochmal Richtung Martin auch die Frage. Ihr kommt ja, also dein Partner ist Holger Stromberg, bekannter Sternekoch, der deutsche Fußball-Nationalkoch sozusagen. Das ist ja ein anderes, darf man sagen, Niveau, aber es ist auf eine andere Ebene auf jeden Fall. Und was war dann die Entscheidung eben zu sagen, okay, wir gehen jetzt mit den Eateries einen ganz neuen Weg. Das ist ja, die Qualität ist ja trotzdem sehr hochwertig alles. Also man muss ja nicht immer davon denken, dass Systemgastronomie schlechte Qualität ist. Also ich würde sogar eher behaupten, Nein, überhaupt nicht. Besser kontrollierter geht es ja gar nicht. Ne? Ja, genau. Ja. Aber was war euer Movement oder der Gedanke danach zu sagen, wir gehen jetzt den anderen Weg? Eigentlich mehrere Richtungen. Der Holger ist ja in der Gastro groß geworden und hat selbst natürlich auch gelernt, da kann man entweder immer selbst da sein und wenn man nicht da ist, dann läuft es halt nicht. Oder man baut ein System, das auch ohne einen selber funktioniert. Und das hat er sehr früh schon gemerkt. Und gleichzeitig haben wir von der Organic Garden Seite natürlich immer gesagt, wir haben ja sehr, sehr große Mengen. Und wenn wir jetzt das einfach mal irgendwo in Restaurants einzeln verkaufen, dann bekommen wir das nicht hin. Und wie du gesagt hast, wir glauben auch daran, dass man mit System
ein deutlich anderes Qualitätslevel hinbekommen kann. Weil wir möchten ja die gesamte Wertschöpfungskette, also wirklich vom Anbau digital getrackt über die Verarbeitung, bis dann das Produkt in der Eatery steht, tracken, monitoren, Temperatur überwachen, alles was dazugehört. Das machen heute viele, manche besser, manche weniger gut. Ja? Ich persönlich fühle mich auch in einem System deutlich wohler, weil ich einfach weiß, dass also die Qualität weiß ich vorher meistens und ich weiß zumindest, dass die Standards eingehalten werden. Das weiß ich bei kleinen Restaurants nicht, das ist oft Vertrauenssache. Deswegen glaube ich, dass das System qualitätsmäßig gut hinkommt. Klar es gibt auch sehr günstige Systemanbieter, gar keine Frage, aber ich kann als Verbraucher entscheiden und weiß vorher, worauf ich mich einlasse. Und das ist für mich das Entscheidende. Das ist ja auch genau der Punkt. Verbraucher wissen, auf was sie sich einlassen. Ich weiß auch, egal wo ich hingehe, der Big Mac, sagen wir jetzt einfach mal so, schmeckt überall genauso, wie ich ihn mag. Und jetzt gibt es aber bei dir nicht nur Big Mac und McDonald's als System-Gastropartner. Magst du mal ein bisschen auch erzählen, was ihr so für Gastropartner auch zusätzlich habt? Ja, sehr gerne. Also klar, wenn man Systemgastronomie hört, denkt man natürlich sofort an die Burgerketten und ja, die haben wir auch, aber das ist bei weitem nicht so. Also und das hat auch ganz, ganz früh angefangen. Natürlich haben wir Pizza, Pasta, Systeme, aber was jetzt auch neu ist, es sind sehr viele neue und Start-ups, die auch von Anfang an auf Systemgastronomie gehen, weil sie das einfach verstanden haben, dass es einen anderen Impact haben wird und auch Qualität und Standardisierung und die zentrale Steuerung. Das Ganze kann man auch multiplizieren und weitergeben mit entsprechenden Partnern. Wir haben auch jetzt sehr viele noch vegane und vegetarische Systeme, die da sind oder anklopfen. Und das ist ja auch das, was es so spannend macht, dass die Systemgastronomie auch sehr schnell auf Gästewünsche reagiert. Und das ist auch, ich sage ja immer, wenn nicht mit der Zeit geht mit der Zeit. Und das ist ja auch das, wir merken sehr schnell, wie sich die Trends am Markt entwickeln und das Ganze wird auch sehr schnell aufgegriffen. Ich meine, wenn wir jetzt ehrlich sind, am Anfang hat es ja das vegane Essen ja nicht so ganz gut geschmeckt. Wir haben ja jetzt vorgestern noch drüber gesprochen, wie sich das Ganze entwickelt hat, aber es ist jetzt rasant, hat das zugenommen und also jetzt beispielsweise Burger King mit den Plant-Based-Produkten. Also ich höre von sehr vielen Fleischessern, die sagen, man schmeckt keinen Unterschied oder es schmeckt sogar besser. Und also das zeigt die Vielfalt, die wir in den Systemen haben. Und es sind auch nicht nur die amerikanischen Marken, es sind sehr viele, die sich jetzt auch hier in Deutschland etabliert haben oder aus anderen Ländern kommen. Also wie gesagt, eine ganz, ganz große Bandbreite. Okay, danke. Wir wollen ja Parallelen ziehen sozusagen. Jetzt schauen wir mal durch die Abteilungen eines Systemgastronoms, wo wir vielleicht wirklich die Learnings haben Richtung klassische Wirtschaft, sage ich jetzt mal. Also ihr seid auch klassische Wirtschaft, nicht falsch versteht, aber den klassischen mittelständischen Betrieb, der jetzt sich neu überdenkt und jetzt auch erst recht neu überdenken muss. Wir haben über eine zukünftige Energiekrise vielleicht gesprochen, wo eben, wenn ich mich da automatisiere, wenn ich dort Abläufe definiere und sauberer ziehe, natürlich auch meine eigene Kasse natürlich belohne damit. Was sind denn so für dich diese Hauptmerkmalpunkte, wo man sagt, Systemgastronomie ist da ein Vorbild oder könnte ein Vorbild sein? Also welche Abteilungen fallen dir da als erstes in den Kopf? Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, und das ist kurz gerade angesprochen worden, ist, dass wir standardisierte Prozesse einfach auch als Mittel für die Qualitätssicherung sehen müssen. Martin hat ganz, ganz wichtig gesagt, wenn ich jetzt nicht zu einer Kette gehe und ich gehe zum allerersten Mal in ein Restaurant, dann wie wird das Vertrauen aufgebaut, indem mir vielleicht der Name gefällt, die Speisekarte oder die Bewertung auf Google zusagen, ja, und die verschiedenen Bilder. Ansonsten weiß ich ja erstmal nicht, was mich erwartet. Qualitätssicherung ist natürlich auch für jemanden, der nicht in der Systemgastronomie unterwegs ist, extrem wichtig. Holgers Papa, ich bin mit Holger im gleichen Ort aufgewachsen, da gab es halt Freitag immer eine Erbsensuppe und ich wusste, dass die Freitag immer genau so schmeckt und die entsprechende Qualität hat. Und der war auch kein Systemgastronom, aber der wusste ganz genau, du wohnst hier im 30.000 Seelendorf, verhaust du die Erbsensuppe 2 Wochen hintereinander, war es das für dich mit der Erbsensuppe hier. Da musst du also wieder 2 Monate dafür kämpfen, damit die Leute wieder diese Suppe haben wollen am Freitag.
Und ich glaube, das hilft vielen, vielen Menschen, diese Sicherheit, Teil einer Struktur zu sein, diese Prozesse zu kennen und sich dann auch vielleicht eigentlich auf die Exekutive und die Umsetzung zu konzentrieren. Ja? Weil du musst ja nicht mal so viele Gedanken darüber machen. Du hast ganz, ganz wichtig gerade von der Wertschöpfungskette geredet. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe mal irgendwie vor 2-3 Monaten in einem Interview versprochen, wollte Wertschöpfungskette sagen, habe Wertschätzungskette gesagt. Und das spricht, glaube ich, spielt ganz, ganz wunderbar in das rein, was ihr mit Organic Garden und was ihr mit der Eatery macht. Weil im Grunde genommen ist es eine Geschichte von Wertschätzungsketten, indem sie sagen, regional sourcen wir unsere Produkte, wir achten auf unseren CO2-Impact und wir geben das dann auch wieder weiter zu unseren Franchise-Nehmern. Und da wird ja einfach so wahnsinnig viel abgenommen und du kannst dich wirklich dann auf diesen Business konzentrieren. Und das halte ich für etwas ganz, ganz Wichtiges, weil ich glaube, wenn wir jetzt eine Umfrage machen, draußen auf der Wiesn, was hältst du von der Systemgastronomie, dann ist das erstmal leider nicht mit so einem Premium-Gedanken verbunden, was sehr, sehr schade ist. Weil im Grunde genommen ist es genau das andere. Hier hast du eine entsprechende Qualitätssicherung, übrigens auch wirtschaftlich gesehen. Es gibt global gesehen den sogenannten Big Mac Index. Da kann man so in einer gewissen Art und Weise sehen, wie sich die Wirtschaft entwickelt anhand des Preises eines Big Macs. Das finde ich schon ganz interessant und ich finde es absolut faszinierend, was da passiert. Plus, und das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, was du gerade angesprochen hast, was jetzt nochmal für so eine andere Dynamik in diesem Markt ist. Hier kommen eine ganze Menge junge Startups auf den Markt, die fundamental auch die Idee der Nachhaltigkeit in die Systemgastronomie hineinbringen. Wir haben eine riesen Nachfrage, wie du auch sagtest, nach vegetarischen und veganen Produkten. Gestern hatte ich auf Instagram bei Rewe gesehen, wir präsentieren unsere vegane Bedientheke. Und dann sieht es einfach aus wie eine Fleischtheke im Supermarkt, das sind nur vegane Produkte. Hätten wir uns vor 10 Jahren darüber unterhalten, dass sowas mal in der Rewe-Gruppe laufen wird, wir hätten alle Wetten verloren. Also da passiert eine ganze Menge, umso schöner ist das zu sehen, wie das dann einfach auch in die Systemgastronomie Einzug erhält, weil die Systemgastronomie hat einfach das Potenzial und einfach auch die Power dahinter, so etwas dann auch bundesweit ausrollen zu können. Ja, auf jeden Fall. Aber was sind die Learnings dahinter? Du hast ja hier gerade, dich wollte ich nämlich genau ansprechen, was sind die Learnings dahinter, wenn wir auch über Personal oder sowas sprechen. Auch da muss man ja anders agieren. Wir haben eine andere Einsatzpläne. Wir müssen vielleicht flexibles Modell haben, wo die Leute eingesetzt werden, in der Filiale oder in der Filiale. Ja, also ich kenne das, kann man in ganz vielen Ecken was dazu sagen. Aber ein paar Sachen will ich schon vorne mal aufgreifen. Was kann man lernen? Ich glaube, was für mich in der Systemgastronomie so spannend ist, die haben sehr viel mit Menschen zu tun. Und damit haben die nicht die Möglichkeit zu sagen, was diese Trends, die sind mir egal. Also ich kann heute nicht als Systemgastronom sagen, das ist mir egal, das Vegan wird schon irgendwann wieder weggehen. Das wird nicht passieren. Und ich fand es so faszinierend, weil ich habe gestern einen Artikel gelesen, es gibt tatsächlich immer noch einen Händler, der verdient sich noch dumm und dämlich mit dem Verkauf von 3,5 Zoll Floppy Disks. Ja. Ich habe gedacht, das Thema ist durch. Ich habe gedacht, da bin ich schon längst weggewachsen, niemand braucht das mehr. Nein, das ist ein Riesending. Die meisten Flugzeuge, die so durch die Gegend fliegen, die brauchen die Dinger noch. Ewig Maschinenanlagen brauchen das noch. Die können sich einfach leisten, so, ich bin jetzt mal gemeint, völlig veraltete Technologien noch einzusetzen, weil die überhaupt keinen Impact nach draußen haben. Aber das ist etwas, was in der Systemgastronomie unmöglich ist. Also man möge sich das jetzt mal vorstellen, man geht das kann man vielleicht als Retro aufziehen, aber ich kann nicht in den Store gehen, der seit 50 Jahren nicht umgebaut worden ist. Die würden nichts verkaufen. Also diese Innovationskraft und die ist einfach notwendig, also die braucht man im Business und da kann man sich schon mal ein bisschen was abschauen bei. Und das andere Thema ist, ja, natürlich geht es um Standardisierung von Prozessen und Systematisierung. Aber was ist es denn eigentlich? Eigentlich konserviert man damit erstmal Wissen. Denn das ist ein anderes Thema, sehe ich sehr viel in unserer eigenen Branche. Wir haben nicht das Thema, dass wir eine hohe Fluktuation haben. Also da gibt es einfach jede Menge im Mittelstand, mehr als genug, kenne ich auch aus meinem bekannten Freundeskreis, die sitzen da 10, 20, 30 Jahre in ihrem Job. Die wissen, wie der Job funktioniert, aber das Unternehmen weiß nicht, wie der Job funktioniert. Und das kann sich auch eine Systemgastronomie gar nicht leisten, aufgrund der schnellen, das Karussell beim Personal dreht sich nun mal schnell. Also muss ich dieses Wissen konservieren und das mache ich eben am besten, indem ich Prozesse standardisiere und systematisiere. Aber das ist ja genau der Punkt. Wo fängt man denn an? Also wo war bei euch jetzt der Knackpunkt zu sagen, Mensch, das ist ein Prozess, wenn wir den so und so feintunen, daraus wird dann ein großer Vorteil bei mir, den ich im Markt dann habe. Also wenn ich jetzt
Unternehmer oder Unternehmerin bin, muss ich ja irgendwo anfangen. Welcher Prozess war der erste, den ihr auf dem Weg durchleuchtet habt? Das ist eine sehr gute Frage. Der erste, also es sind sehr viele, die wir natürlich gleichzeitig anschauen, von der Belieferung über die perfekte Zubereitung, die Lagerung, ne, wie viel, wir haben einen Hotdog angefangen, wie viel Soße ist auf dem Hotdog drauf, ist sie unter dem veganen Würstchen, über dem veganen Würstchen, ist sie auf beiden Seiten. Ich würde mal sagen, wir sind noch gar nicht am Ende unserer Reise, sondern wir sind ständig im Optimieren. Wir schauen natürlich, wie können wir noch besser, noch effizienter werden. Und manchmal kommt dann aus einer Eatery ein Prozess-Update, wo wir sagen, wow, das ist cool, können wir übernehmen. Und das ist auch der Vorteil vom System, dass man dann sagt, ich habe mehrere Touchpoints, wo ich lerne und kann das dann für andere übernehmen. Wenn ich jetzt eine Location habe oder die nicht mehr verbunden sind, dann ist das verlorenes Wissen. Ja, dann gibt es einen, der macht das und die anderen wissen es gar nicht. Und das ist für mich auch wichtig, dass diese Branche halt auch dann sagen kann, ich habe auch einzelne Locations, wo ich noch besser wäre und kann das dann schnell in die Breite bringen. Und dann digitalisieren. Ja, also absolut bin ich dabei. Das ist total spannend, aber ich habe noch gerade im Kopf gehabt einen anderen Satz, den du gesagt hast, der mich ja auch fasziniert hat. Und zwar Abläufe klar aufschreiben und eine Reihenfolge zu. Wir kennen das ja, also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn ich so bei unseren Mitgliedern mal in den einen oder anderen Unternehmen irgendwo, vielleicht jetzt nicht in München, sondern ein bisschen mehr auf dem Land durchgehe und sage, ach, das hat der Chef schon immer gemacht, der weiß schon, wie das geht. Wenn der Chef dann Nachfolgeregelung sozusagen dann nicht mehr ist, dann weiß es keiner mehr, wie es geht. Und das ist da der Punkt, das ist, glaube ich, Prozesse aufschreiben, erstmal für sich und dann daraus zu schauen, seine Schräubchen zu stellen und zu sagen, was kann ich automatisieren davon, was kann ich standardisieren und was kann ich entsprechend weitergeben. Sehe ich das richtig? Also, ja, auf jeden Fall. Also das ist genau das Thema. Wenn du jetzt fragst, wo fange ich an, sage ich einfach, digitalisier irgendwas. Wenn du digitalisierst, bleibt dir nichts anderes übrig, als erstmal nach innen zu schauen und mal zu überlegen, was man da eigentlich tut, warum man das eigentlich tut und ob das eigentlich noch der beste Weg ist. Also man beschäftigt sich sofort selbst mit sich und damit kommt automatisch eine Verbesserung. Also zumindest, wenn man den Willen dazu auch mitnimmt, da muss man auch wollen. Das geht da rein. Und das kann ich aus unserem eigenen Unternehmen, weiß ich das, der Geschichte unseres Produktes kann ich es erzählen. Ja, wir machen nun mal Digitalisierung, Mitarbeitermanagement, das heißt, unsere Software erlaubt unseren Kunden auch einen Dienstplan zu schreiben. Und das ist so die spannendste Herausforderung, die wir haben, auch nach einigen Jahren jetzt schon. Es gibt keinen Standardprozess für Dienstplan schreiben. Es gibt nirgendwo eine Unterlage, wo man nachlesen kann, hör mal zu, hier, lies mal dieses Buch und danach weißt du, wie man einen Dienstplan in einer Gastronomie schreibt. Gibt's nicht. Das weiß gar niemand, damit sich keiner beschäftigt. Und wenn ich dann die Großen anschaue, das ist auch super spannend, dann findest du 10 Leute, die schreiben Dienstpläne, aber auf 8 verschiedenen Wegen. Weil jeder das natürlich von seinem Vorgänger erzählt bekommen hat. Also das ist ja eigentlich sehr individuell. Das muss man wegkriegen. Da steckt einen ganzen Haufen Potenzial drin. Und wenn man sich damit beschäftigt, kann man da richtig Effizienz rausholen. wie weit gehen da bei euch eigentlich die Unternehmen, also deine Mitgliedsunternehmen zusammen und unterstützen sich gegenseitig und sagen, pass auf, wir haben das so gemacht. Ist da eine Kommunikation oder ist das eher, lass mich mal Ruhe? Das ist ein bisschen gefährlich. Also natürlich schaut jeder mal, was der andere macht und wir haben nun mal Platzhirsche, von denen sich jeder was abschaut und von denen die Neuen lernen können. Aber die Neuen kommen ja auch mit Ideen und die entstehen meistens, eigentlich entstehen immer die besten Ideen aus Schmerz. Einfach weil man merkt, ich bin nicht schnell genug, ich bin nicht effizient genug. Wie machen es die anderen? Und also ich meine, Simon hat ja eine wichtige Sache angesprochen, also die Dienstpläne. Das ist eine Sache, die unfassbar viel Zeit nimmt, die je nach Unternehmen oder Betrieb auch mit dem Betriebsrat noch abgestimmt werden muss. Und das Ganze muss einfach schneller gehen, weil unser Geschäft ist wirklich schnell. Wir haben ja Schicht, also man arbeitet ja in Schichten und das Ganze muss einfach den Gegebenheiten angepasst werden. Und Digitalisierung in dieser Sache ist quasi das Beste, was da passieren konnte. Abgesehen davon, dass ja alles mit Warenwirtschaft und Bestellungen und Temperaturmessen sowieso schon so funktioniert. Aber das ist natürlich auch alles aus der, nicht nur aus der Not, aber einfach, weil man gemerkt hat, dass man das braucht, um einfach schneller zu werden, effizienter und profitabler zu werden. Sascha, du wolltest was ganz, ganz wichtig ist, was wir angesprochen haben. Der eine lernt vom anderen.
Ich kann mich noch gut an eine Szene erinnern, und zwar habe ich beim Daimler damals den Verantwortlichen von Mercedes-Benz Classic besucht, der seit Anfang der 80er Jahre dafür zuständig war, wenn irgendjemand einen Garagenfund hatte und packte da einen Klumpen Blech hin, herauszufinden, wo das herkam. Und dann war es dann irgendwie ein Rennwagen von 1917, den sie wieder zusammenbauen mussten und mussten ins Archiv rein, um herauszufinden, welche Teile es dafür gab. Und das ging dann bis hin dazu, dass man die Werkzeuge, die damals genutzt wurden, erstmal wieder nachgebaut hat. Und das ist eine ganze Menge Wissen, die dieser Mann sich über 40 Jahre seiner Zeit angeeignet hat. Wenn der aus dem Unternehmen raus ist, dann ist es weg. Dann ist es wirklich de facto weg, wobei ich ihm gesagt habe, schreib doch mal ein schönes Buch. Und der erzählte natürlich, wenn du nicht auf Pause gedrückt hast, auch 5 Stunden am Stück, ähnlich wie bei mir, nachdem ich jetzt auch hier schon 2 Stückchen genommen habe. Aber was ich dann spannend finde, ist, das hast du natürlich in so einem Umfeld dann nicht, weil solche Sachen werden entsprechend aufgeschrieben. Was ganz spannend ist für die Leute, die sich jetzt vielleicht zuschauen und in mittelständischen oder im kleinen Unternehmen unterwegs sind und sich denken, wie können wir Prozesse standardisieren und das vielleicht auf der Metaebene mal zu begreifen. Es gibt einen schönen Film über die McDonald's-Geschichte von 2016, The Founder. Da kann man sehr, sehr gut sehen, wie sind die Restaurants eingerichtet worden, wie haben die versucht, wirklich alles so zu optimieren, dass man auch perfekt entsprechend die Kunden bedienen kann. Genauso hat jeder Supermarkt eine Strategie bezüglich seines Layouts, bis hin zu jeder Apple Store hat eine Strategie bezüglich seines Layouts, was ist wo angeordnet. Da gibt es eine ganze Menge Beispielmaterial im Netz zu finden, und das kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man sich da mal so ein bisschen inspirieren lassen möchte, weil oft hilft es, wenn man so etwas sieht, was gar nicht so mit seiner Branche zu tun hat, um so ein bisschen auch so aus der eigenen Blase herauszukommen und so vielleicht hier und da auch nochmal so einen Aha-Moment zu kreieren. Das ist genau das, toller Satz auch von dir, also raus aus der Bubble. Ich glaube, das ist das Grundelement, um sich besser zu machen oder sich weiterzuentwickeln. Also geh mal raus, schau mal, was vielleicht eine ganz andere Branche macht. Wir versuchen das ja auch immer wieder, indem wir in andere Betriebe mal reinriechen und reinschauen können. Tun wir uns vielleicht manchmal ein bisschen leichter, aber klopf doch mal bei deinem Bäcker um die Ecke, der, keine Ahnung, 2000 Brötchen jeden Morgen rausschiebt, und schau mal, wie da das funktioniert. Und mach mal Gedanken drüber, wie kannst du deine Förmchen sozusagen besser gestalten oder was es auch immer ist. Also ja, raus aus der Bubble ist, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig. Da bist du ja auch Spezialistin sozusagen. Du hilfst ja auch deinen Mitgliedern, raus aus dieser Bubble zu gehen. Da komme ich jetzt gleich zu dem nächsten Thema. Das ist ja Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel. Da seid ihr ja auch in der Systemgastronomie, glaube ich, schon ein sehr gutes Vorbild, wie man schnell Menschen abholt, qualifiziert. Kannst du da noch 2 Sätze dazu sagen oder auch gerne 3? Ja, sehr, sehr gerne. Also wir haben sehr niedrigschwellige Einstiege. Das heißt, die Systemgastronomie ist wirklich prädestiniert dafür, dass man völlig unabhängig von Herkunft, Bildungsstand und so weiter reinkommt und on the job quasi das Ganze lernt. Und wir haben Mitarbeiter aus über 120 Nationen bei uns beschäftigt. Das heißt, da findet auch sehr viel Wissenstransfer statt und auch ja andere Erfahrungen, andere Mentalitäten, die man mitbringt und die Herangehensweise. Und wir qualifizieren die Leute am Job quasi und haben aber auch verschiedene Ausbildungsberufe bis hin zu einem Studiengang, also Berufsakademie-Studiengang. Und es ist nicht neu, aber darauf sind wir tatsächlich sehr, sehr stolz. Das ist unser Programm FastFasi. FastFasi hilft Menschen, die bereits im Job drin sind, seit ein paar Jahren, aber auch keine Berufsausbildung haben, es sich aber nicht leisten können, als Familienväter oder Familienmütter rauszukommen für 3 Jahre, um eine Ausbildung nachzumachen mit dem entsprechenden Azubi-Gehalt. Und dafür haben wir ein Programm ins Leben gerufen, das ihnen ermöglicht, innerhalb von 2 Wochen Hardcore-Lernen bei uns in der Geschäftsstelle mit Berufsschullehrern. Also die Praxis haben sie ohnehin. Und die Theorie lernen sie nochmal bei uns in der Geschäftsstelle und machen dann die externen IHK-Prüfung. Und das hat sich wirklich sehr etabliert und für dieses gesamte am Menschen abholen, jetzt wirklich mit Abschluss, ohne Abschluss, jemand, der ein Studium machen will oder eben seine Ausbildung nachholen will,
dafür sind wir zum Verband des Jahres 2020 ausgezeichnet worden. Einfach für, was bieten wir unseren Mitgliedern und ihren Mitarbeitern an Mehrwert als Verband. Das ist jetzt nur eine der Sachen, die wir gemacht haben. Als die Flüchtlinge 2015 da waren wir die Ersten, die einen Leitfaden rausgebracht haben zur Beschäftigung und Ausbildung von Flüchtlingen, weil sie waren ja an den Bahnhöfen, sie waren überall, die Mitglieder haben Mitarbeiter gesucht und dann haben wir natürlich den Match gemacht, aber ohne die Leute sofort in Arbeit bringen zu können, weil keiner wusste, ob und wie man sie beschäftigen kann. Und das war die BDS-Rechtsabteilung, die sich eingesperrt hat und wirklich das alles mit Recherche, Brainstorming und juristische Hintergrundarbeit auf die Straße gebracht hat. Und unser Leitfaden ist jetzt mittlerweile in der 7. Auflage seit 2015, wird natürlich ständig aktualisiert. Und vielleicht, ja, das Größte, was wir jetzt in der Krise für unsere Mitglieder tun konnten, weil wir von Arbeitskräftemangel sprechen, ist, dass wir dafür gesorgt haben, dass wir unsere Mitarbeiter, die wir haben, nicht verlieren und nicht entlassen in der Krise. Und wir konnten sie behalten mit einer tariflichen Vereinbarung, mit der wir Kurzarbeit eingeführt haben, wirklich von heute auf morgen die Menschen aber mit 90% des Netto nach Hause geschickt haben. Das heißt, sie hatten Vertrauen in ihren Arbeitgeber, dass sie quasi nicht entsorgt werden in der Krise und standen parat und glücklich da, als die Lockdowns vorbei waren und sie wieder arbeiten konnten. Also das ist eine Sache, die Systemgastronomie wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Wir profitieren heute noch davon. Natürlich haben wir auch Arbeitskräftemangel, aber diejenigen, die wir behalten konnten, haben wir behalten und fangen nicht bei Null an oder mit Stellenausschreibungen. Danke dir. Also da habe ich ja jetzt auch ein Learning für mich. Standardisierte Abläufe könnte auch ein Modell sein, um diesen Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel, der sich ja nicht nur in der Systemgastronomie, sondern in allen Branchen ja durchzieht, vielleicht ein bisschen zu bereinigen. Gehe ich da recht in der Annahme? Also wenn ich vorgefertigte Ausbildungsabläufe habe, muss ich vielleicht jetzt nicht jemanden unbedingt nehmen, der 3 Jahre Ausbildung hinter sich hat, sondern kann schneller Menschen in die Arbeit bringen. Ja, also für mich ist natürlich schnell das Stichwort. Also das ist so ein bisschen, was ich mir einfach von vielen, vielen Branchen wünsche, ist mehr Flexibilität in ihre Prozesse zu packen. Weil dann kann ich solche Herausforderungen oder Krisen, welche auch immer, nutzen, um tatsächlich irgendwo Potenzial nochmal zu heben. Und das ist ja genau das Thema. Ja, dann kommen Flüchtlinge. Ja, ich kann mir natürlich hinstellen und sagen, ist alles schlimm und was muss man jetzt machen? Ja, oder ich gucke halt, wie kann ich die in Arbeit bringen, weil ich habe ja gerade ein Problem offensichtlich. Machen. Also mehr machen, weniger lamentieren. Das ist einfach so ein bisschen meins. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Und da hilft mir einfach dieses komplette Thema Digitalisieren, Standardisieren, weil ich dann erstmal verstehe, wie ich funktioniere und dann kann ich mich auch schneller neu ausrichten. Ja, ich bin aus der Softwarebranche. Für uns ist das in der DNA drin. Wir haben tausende Frameworks dazu. Wir machen natürlich agile Softwareentwicklung und was weiß ich nicht alles. Aber ja, am Ende war es für uns auch so 2020. Es kam das Thema Kurzarbeit. Was machen wir? Halt, Kommando, Stopp. Wir kümmern uns nur noch um dieses Thema, damit wir das digital abbilden können, um unseren Kunden da zu unterstützen. Und zack, geht's wieder weiter. Und diese Schnelligkeit, diese Flexibilität, die wird, glaube ich, heute einfach, die ist erforderlich. Und da muss man sich ein bisschen was abschneiden. Ja, und erinnerst du dich noch, wie kurz die Wege waren in der Krise, dass wir quasi so alles miteinander abstimmen mussten, aber dadurch, dass das ja komplett durchdigitalisiert war, konnte man das ja auch auf einmal ins System rausgeben und da haben ja alle davon profitiert. Also das juristische Know-how von uns und das technische und digitale von euch und das in die Mitgliedschaft reinbringen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, da sind wirklich auch ganz viele aufgewacht, haben gemerkt, warte mal, so ganz typische Branchen, die wussten gar nichts. Also muss man vielleicht nochmal sagen, Kurzarbeit in der Gastronomie gab es noch nie. Auch die ganzen, also nie, naja. Also das Wissen war bei uns auch nicht vorhanden. Wir lernen sehr wenig über Kurzarbeit im Jurastudium. Also wir haben uns auch in kürzester Zeit da einlernen müssen. Aber ja, das ist ja auch das Typische. Ich kann es über alle unsere Kunden sagen, weil die hatten alle das Problem, die wollten gerne Lohnabrechnung erstellen. Und das Lohnbüro hat gesagt, ja, da müssen wir jetzt auch erstmal lesen, weil das hatten wir jetzt eigentlich auch noch nicht. Wie geht das überhaupt? Was müssen wir denn machen? Und auch für uns als Softwarehersteller, Herausforderung, erstmal rausfinden, wie das geht. Und wir können keine Rechtstexte blättern, das funktioniert nicht. Und da war auch eher eine super Unterstützung, um überhaupt mal zu verstehen, was man eigentlich tun soll. Weil jeder sagt, machen. Ja, aber ich schaue wieder ein bisschen auf die Uhr, leider Gottes, weil die Zeit von
rast wirklich. Aber total spannende Diskussion, möchte aber jetzt noch so eine kleine Schlussrunde eben einläuten. Und würde gerne vielleicht von jedem ein bisschen hören, wo er merkt, da hakt es gerade, aber da habe ich vielleicht auch schon eine Lösung. Also was bei mir im Unternehmen gerade, sage ich mal, an irgendeiner Schwelle, wo ich stehe und wie ich versuche, eine Lösung dafür zu finden. Habt ihr da jetzt mal auf deine Richtung, wir haben alle natürlich Baustellen im Unternehmen, keiner läuft einwandfrei und alles fluid. Und dementsprechend wäre halt mal, sage ich mal, dieser positive Ausblick. Was machst du, wenn du tatsächlich an so einen Punkt gerätst und sagst, boah, jetzt geht's nicht mehr? Also wir haben ganz, ganz viele Baustellen. Wenn ich an so einen Punkt komme, wo ich sage, ich weiß nicht mehr, dann versuche ich Abstand zu gewinnen, nochmal mit einem anderen Blickwinkel drauf zu schauen oder mit jemandem zu diskutieren, der vielleicht das Thema gar nicht kennt. Also ich hab ein Lieblingszitat, das ich immer wieder nutze. Jeder sagte, es geht nicht, bis jemand kam, der es nicht wusste und der hat es einfach gemacht. Ja. Und ich lerne immer dann, wenn ich jemand anders mit dazu nehme, der das ganz anders sieht und dann hat der vielleicht eine Idee, wo ich sage, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Also das ist mein Ansatz, wie ich versuche, eine Lösung zu finden, wenn alle, die eigentlich Experten sind, sagen, kann ich nicht lösen. Meistens funktioniert es. Ja, raus aus der Bubble. Das ist halt immer genau das. Hol dir mal von ganz woanders einen Input. Was ist dein Schlusswort sozusagen in die Richtung? Also meins ist es einfach eine Herausforderung, die mich jeden Tag beschäftigt, weil wir uns in der Softwarewelt auch immer sehr schnell drehen müssen. Ich nerv alle meine Mitarbeiter mit dieser Frage und ich empfehle jedem, die sich selbstständig zu stellen und die ist einfach, warum? Warum mache ich die Dinge, die ich tue? Und was will ich damit eigentlich erreichen? Und ist das überhaupt noch das, also mache ich immer noch die richtigen Dinge, um eigentlich das Ziel zu erreichen? Hat sich vielleicht das Ziel schon geändert, aber ich laufe da noch in die falsche Richtung? Einfach sich selbst zu reflektieren und zu hinterfragen und da hilft mir immer und auch meinen Mitarbeitern zu fragen, warum machst du das? Was willst du damit erreichen, dass du das jetzt so tust, wie du es tust? Ist das wirklich der richtige Weg? Auch ein sehr schöner Tipp. Danke dir. Sehr gut. Ich glaube, dass wir in den letzten 2,5 Jahren wirklich ganz viel in so Reallabor-Szenarien unterwegs waren, weil ganz einfach Dinge passiert sind, die wir vorher so noch nie erlebt haben. Und da haben wir auch, glaube ich, alle zusammen eine ganze Menge gelernt. Industrieübergreifend, aber auch in dieser Gesellschaft. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Learnings, die wir da gemacht haben, nicht einfach so verschwinden in irgendeine Richtung. Jetzt gibt es gerade wieder Diskussionen mit kontinuierlichen Anwesenheitspflichten für Menschen, die auch viel in Büros arbeiten. Der ehemalige und jetzt noch gerade Vodafone-CEO hat mal ganz wunderbar gesagt, wir haben keine Anwesenheitskultur, wir haben eine Performance-Kultur bei uns. Und ich glaube, wir sollten viel, viel mehr auf Ergebnisse und auf Resultate schauen, wie darauf, dass die Menschen von 9 bis 5 dann noch bitteschön dann da zu sein haben und das dann nach Plan XY zu machen, das hilft uns auch wieder. So individuell wie Menschen sind, so individuell sind manchmal auch die Wege, um an das Ziel zu kommen, was sie auch entsprechend erreichen wollen. Ist ein klein wenig weg von der Systemgastronomie, bitte nicht falsch verstehen, aber ich glaube auch, dass die Systemgastronomie immer wieder durch so ein bisschen outside of the box denken profitiert hat und sich weiterentwickelt hat. Sehr schön, danke dir. Also was ich mir wünschen würde und wo es noch ein bisschen hakt, also ich würde mir wünschen, dass die Politik sich auch ein bisschen ein Beispiel an uns nimmt. Und das sind auch Sachen, wir sind vielen Entwicklungen weit voraus, können sie ohne weiteres auf die Straße bringen, haben aber ein Problem, weil das jetzt so noch nicht verordnet wurde oder in jedem Bundesland oder sogar Kommune gilt was anderes. Also damit haben wir wirklich ein Riesenproblem. Wir haben sehr viel Power, wir haben Innovation, wir haben Geschwindigkeit, wir könnten alles viel, viel schneller umsetzen. Und daran hakt es, dass die Politik noch nicht so ganz in diese Tiefen eintaucht. Also selbstverständlich, dafür sind wir ja da, um ihnen auch beizubringen, was eine Branche für Besonderheiten hat. Und das tun wir unermüdlich. Also aber da würde ich mir mehr Flexibilität und eigentlich auch ein bisschen mehr Unternehmertum wünschen, weil dann würde man auch ganz anders an die Sachen rangehen. Gebe ich dir absolut recht. Also Rahmenbedingungen schaffen, Rahmenbedingungen, also Leitplanken setzen sozusagen, da ist die Politik gefragt. Aber ich finde das jetzt wirklich eine tolle Schlussrunde sozusagen, weil du dieses Thema raus aus der Bubble eben, lass dich mal von anderen Seiten oder mal von ganz Branchenfremden ein bisschen durchleuchten, das schadet nichts.
mit deiner Frage, dieses warum tue ich irgendetwas? Jeder kann sich das hinterfragen und schauen, ob er sich da nicht dadurch auch verbessern kann. Und was du, Sascha, gesagt hast, war natürlich auch das Thema Agilität, Flexibilität, also dass man hier auch nicht in den starren Konstrukten bleibt, sondern auch mal nach links oder rechts schaut. Du mit deinen Rahmenstrukturen, das trifft ja, sag ich mal, uns beide Verbandsleute, das ist ja genau das, engagiert euch draußen. Wir können noch so viel tun und machen als Verband, wenn wir nicht die großen Stimmen hinter uns haben, werden wir auch in der Politik nicht gehört. Also entsprechend, egal wo, es ist jetzt unabhängig von welchen Verbänden oder Vereinen oder sonst irgendwas, engagiert euch, weil wenn euch das ganze Leben auf dem, ich sage es jetzt mal derb, sorry, auf den Sack geht und ihr sagt, das ist alles falsch, was da gemacht wird und die da oben, nein, es sind ja wir hier unten, die es in der Hand haben. Also engagiert euch, geht in die politische Arbeit hinein, geht in die soziale Arbeit hinein oder sonst irgendwas, macht was draus. Das wäre so mein Dankeschön an euch und mein Learning, Das was war ich jetzt eben mal rausgenommen Schlusswort, lieber Werner. Und du hast aber, das war ein Mic-Drop, nennt man das, habe. Ein glaub ich. Mic-Drop, okay, dann machen wir jetzt den Mic-Drop und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für diese Runde und wir freuen uns jetzt gleich auf ein kleines Brotzeitbrettel und was so alles dazugehört auf der Wiesn. Hier rings um uns herum, ich weiß nicht, ob man es gehört hat oder nicht, gibt schon Krach und Schrei und so. Also hier wird keiner umgebracht, das sind Freudenschreie, weil sie irgendwelche Achterbahnen, Geisterbahnen oder sonst irgendwas fahren. In diesem Sinne, ich freue mich, Dankeschön, vielen Dank in die Runde. Dankeschön. Servus. Dankeschön. Warum bin ich eigentlich hier? Genau. So, jetzt aber. Prost. André, unten. Du musst Weizenglas musst du unten anstoßen. Sonst gibt es schlechtes Wetter, oder was? Nee, aber es kann leichter kaputt gehen. Liebe Andrea. Hm. Oh, danke schön. Vielen Dank. Danke dir für die Herren. Wo bekomme ich kein Herz? Hat er ein bisschen Rand irgendwo? Ja. Da hinten noch? Oder Muss ja auch einen Vorteil haben. Und das wird auch vergessen, damit wir uns verstehen. Danke. Ich habe auf jeden Nein, Fall. die schmecken gar nicht so gut, wie sie ausschauen. Ja, die hängt man besser an die Wand. Wobei das ist vermutlich ja, das ist ja wirklich ganz frisch gemacht. Ja. Bei den anderen, die noch so unterwegs sind, weiß ich nicht, ob Die noch waren gestern schon 2019 hier. noch sind. Oder vielleicht auch schon. Ein Original Geschichte. Dankeschön. Wow, vielen Dank. Es ist so fantastisch. Vielen Dank, Werner. Sascha, sorry an die anderen beiden Herren, aber nachdem ich sehen will, wie du das mit Zeit und irgendwann die Nagel erst mal rüberbringst und dann an die Wand hängst, da bin ich mal gespannt. Das hast du jetzt extra gemacht, ne? Ich danke dir. Normalerweise kriegen nur die Damen ein Herz. Also das ist dann ja auch. Ja, das ist angekommen hier. Ein bisschen Diversität muss auch mal sein. Großartig. Vielen, vielen Dank.